Für eine paar Monate haben Schüler aus dem Alger und Schüler aus der Dalheich Primärschule zusammen einen Theaterstück auf die Bühne gebracht. Wir haben mit den Organisateuren von der ASBL Klangforscher gesprochen. Ich bin Astrid Maischak, ich bin Doktor an der Chemie. Ich gehöre zu einer ASBL, die es eben sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern jeden Alters eigentlich die Naturwissenschaften nahezubringen. Und zwar experimentell. Ich bin Jerry Wagner, ich bin Chemieprof am Alger und darüber hinaus bin ich eben auch Präsident von der ASBL, die Klangforscher. Das ist schon echt gut, aber kann man diese Fackeln auch unter Wasser benutzen? Ja, natürlich, aber nicht nur das. Lumus Subaku. Also der Anfang liegt, glaube ich, schon ganz, ganz weit zurück. Und zwar, als ich meine Abschlussklasse an der Schule hatte, weil da hatten wir nämlich eine Projektwoche und da haben nämlich alle Schüler, egal welcher Stufe, an einem Projekt gearbeitet an der Chemie. Und wir haben eben innerhalb einer ganzen Woche die Großen und die Kleinen zusammen versucht, auch so eine Show auf die Beine zu bringen. Ich war damals in der 13 und ich fand das super klasse und es hat mich irgendwie die ganze Zeit auch schon gehalten, irgendwas willst, wenn du mal groß bist, machst du auch sowas. Seht nun her, das ist Met. Das ist kein Assam-Tee aus, keine Ahnung wo, aus dem Himalaya gepflückt von der Nord-, Süd-, Ost-, Westseite des Himalaya halt. Mit der Hand, mit den Zehennägeln gewaschen und so weiter und so fort. Und auch kein Sekt, nein, einfacher Met. Und der liegt jetzt auf dem Kopf. Und dann war es eben soweit. Ich gehörte der ASBL an. Ich habe mit den Kleineren viel geschafft. Jerry arbeitet hier und hat mit den Großen viel geschafft. Und haben gesagt, okay, die Chance lassen wir uns nicht nehmen. Wir packen sie zwei zusammen. Ich hingegen habe die Zeit genutzt, ein Modell der finsteren Bucht zu konstruieren. Wow, zeig mal her. Aber warum ist sie dann unter Wasser? Man kann sie ja gar nicht richtig sehen. Ich hole sie mal aus dem Wasser. Tam-Tam ist das Gebilde von Menschenhand. Ups, tut mir leid. War nicht mit Absicht. Mein Kunstwerk! Du hast es zerstört! Ich wollte es doch meiner Mutter zeigen. Die ist nämlich sehr an Kunst interessiert. Du haben das eben proposiert, und das hat gut gehischt, und dann haben wir den Projekt zusammen gemacht mit der Dalheich Grundschule neben drin, mit der Madame Lallement, die auch, die wir kennengelernt haben, die auch immer begeistert war, auch die Projekte von den kleinen Forscher darüber an der Grundschule mitzudrohen. Und nun von der Tür in der Zeit dann denke, die zwei Schulen noch zusammenzubringen. Für die Kinder war es natürlich den ersten Blick überhaupt in die Chemie. Ich meine, für sie war Chemie, das können nur die Großen. Und dann haben sie plötzlich doch gelernt. Die ersten Stunden haben sie dann eben erstmal bei mir verbracht. Und ich habe denen mal so, wie sieht so ein Labor von innen aus? Sie haben mal gelernt, wie muss ich damit umgehen. Und dann war es für sie natürlich eine super Arbeit, dass sie wirklich von den großen Schülern, die man nur so angeguckt hat, oh, irgendwann bin ich auch mal da, dass die das eben versucht haben, ihnen beizubringen. Also es war schon super. Also meine Kinder haben hinterher auch geweint, als es zu Ende war. Für die waren es eben 3 Wochen, war ein Theaterstück, das sie selber geschrieben haben, zusammen auch mit den kleinen natürlich, mit der Joffa von Döver. Wir sind ein Theaterstück geschrieben, sind sich daran geschafft. Sie haben selber Experimente herausgesichtet, die sich wirklich mit der Chemie beschäftigt auch. Für spektakuläre Experimente herauszusichern. Und da war für die Großschüler eben die Wolle auch dabei. Die können den Kanner etwas beibringen. Sie sind ein Trollleben von einem Monsignor, dem uns dann geschlüpft an sie und den Kanner etwas beibringen. Bei COLA handelt es sich um ein köstliches Getränk nach einem chemischen Originalrezept leicht anregend. Weil dies aber ein viel zu langer Name ist, wird es der Einfachheit halber einfach Cola genannt. Bei der Verköstigung unseres schmackhaften Getränks mit dem Namen BIER sagt unsere Kundschaft immer, wow, dieses Brauerzeugnis initiiert erheiternde Reaktionen, was zur Abkürzung zu dem Namen Bier führt. Verstehe ich nicht. Klingt aber interessant. Los, nehmen wir es einfach. Kommt sofort. Aber wir können schon mit der Zubereitung von Bier anfangen.
Einmal Bier, bitte. Weil so, dass ganz zum Schluss natürlich die Mengen anderen noch abgefallen ist, dass ganz viel Arbeit dahinter steckt. Da ist es. Und das man als ganz gut können vorstellen, nach einkehr zu machen. Aber vielleicht echt dann, weil ein immens Kontrast, dass immer die auch vom Stundeplan. Grundschule ganz anders Stundeplan wie mir auf Stundeplan haben, dass man vielleicht einfach rauskoppeln aus dem Horaire. In dieser Schenke gibt es Cola und Bier. Und doch verdursten wir noch hier. Total besoffen ist der Hund und ganz trocken unser Mund. Wir brauchen Bohle für den Schlund. Wir haben Durst, wir haben Durst. Unsere Kehlen trocknen aus. Wir bekommen kein Wort mehr raus. Darum schenkt uns einen aus. Der geht bestimmt aufs Haus. Wir haben Durst, wir haben Durst. Unsere Kehlen trocknen aus. Wir bekommen kein Wort mehr raus. Darum schenkt uns einen aus. Der geht bestimmt aufs Haus. Die Damen einmal vorzeigen, bitte. Nun ja, mein liebes Kind, hier hast du einen magischen Bandwurm. Tunke diese nun in die Flüssigkeit und auch er wird sich komprimieren. Das dürfte ich? Na gut, dann probiere ich mal. Das wirklich ganz gut durchkommen bei all den Leuten, die auch oben gucken kommen werden, auch bei den Schülern von der Delheich, die nicht matt gemacht und die gucken kommen sind, was hier Kollegen hier gelesen und so. Das wirklich tut eigentlich noch ganz viel Satisfaktion gehen, nachdem man sich für den ein bisschen erholt hat. Es war einfach toll. Also, es war immens schön zu sehen, wie die Kanner wirklich dabei waren, vor allem die Klänge. Und es war wirklich, nur wenn man sie auf der Bühne gesagt hat, war einfach immens. Also ich bin auch bald gekrascht, als der nur rüber war. So entkomprimiert hat er sich noch nie.